So, ich möchte heute darüber sprechen, wie führt Gott uns im Leben, also wie würde Gott uns führen. Und ich möchte den Link machen mit der Weihnachtskerze. Hast du schon überlegt, wieso zündet man Kerzen an in der Weihnacht? Ich meine, für die Romantiker, Männer und Frauen macht das Sinn, für die Nicht-Romantiker ist das einfach ausgeworfenes Geld. Aber egal, wo du hingehst auf der Welt, werden Kerzen angezündet als ein Symbol. Ganz, ganz einfach. Es bedeutet nichts anderes. Die Dunkelheit wird nicht mehr unser Leben bestimmen. Das ist ein Statement, dass weder Süchte, noch Gewohnheiten, noch Lebensmuster, noch Flüche, was auch immer, wird nicht mein Leben bestimmen können. Wenn der Sohn Gottes mit dem Licht in mein Leben kommt, dann macht der Sohn Gottes nicht ein bisschen frei, macht nicht ein bisschen Make-up. Wenn der Sohn Gottes uns frei macht, dann sind wir frei für immer. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Wir müssen nicht bleiben, wie wir sind. Wir können uns verändern. Amen? Das ist die Botschaft. Zwei Dinge. Wir sind gesegnet mit diesem Licht von Gott, um die Dunkelheit wegzudrücken. Und wir sind auch ein Segen für andere Menschen, damit sie nicht in dieser Dunkelheit leben müssen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der Gedanke, der Himmel ist nicht irgendwo abstrakt im Himmel. Die Bibel sagt, der Himmel wohnt in mir und in dir. Wir sind ein lebendiges Zeugnis, dass Gott ist gut, dass Gott ist treu, Gott macht Wunder. Und wir haben die Fähigkeit, Menschen zu vergeben, die es eigentlich nicht verdient haben. Wir können das, weil der Geist Gottes sagt, komm jetzt, das kannst du. Und wir haben die Möglichkeit, Menschen zu vergeben, wo Menschen sagen, wie kannst du das bloß machen? Weil sie sagen, der Himmel wohnt in uns und nichts kann uns stoppen in dieser Lebenszeit, weil Gott ist in uns. Wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein? Niemand und gar nichts. Hast du auch schon mal den Satz gehört? Bleib so, wie du bist. Oder folge deinem Herz. Ich weiß, was du meinst, bleibe so, wie du bist. Wenn ich mich anschaue und spiegel, fair enough, extrem geil. Nein, hör gut zu. Wenn du diesen Satz sagst, sagst du, alles ist okay. Nach außen kann man ja mit Make-up und Photoshop und Instagram kann man alles faken, oder? Faking und tell you make it. Aber die Themen, die du innerlich mit dir rumträgst, die sieht niemand. Vielleicht deine Gedanken, deine Gefühle, ich weiß nicht, was du kämpfst, ganz konkret Momente in deinem Leben. Aber manchmal nach außen nicht das Gleiche, was innen ist. Und wenn das Reich Gottes, das Erste, was Gott macht, wenn der Himmel in mich hineinkommt, beginnt Gott mich von innen nach außen zu verändern. Und ich liebe den Moment, wo der Geist Gottes seinen Finger liebevoll, kunstvoll, cross, sagt Leo, nicht Houston, Leo, we have a problem. Und ich liebe das, wenn das Reich Gottes beginnt, in mir und in dir größer zu werden, merkst du plötzlich, ich bin gesegnet, weil Gott nicht aufhört, an den Themen so lange zu kauen, so lange den Finger drauf zu legen, bis irgendwann du merkst, ich bin frei von diesem Thema, es hat keinen Platz mehr in meinem Leben. Ich stelle mir vor 3-4 Jahren hatte ich noch den Jählzorn. Ist nie mehr gekommen. Jetzt haben es andere Leute bekommen. Aber es ist weg. Und plötzlich merkst du, ich bin ruhiger geworden, sagen die meisten Leute von mir, gelassener geworden. Und ich finde es krass, man muss nicht bleiben, wie man ist, sondern wenn der Geist Gottes das Werk beginnt, er wird es auch zu Ende ziehen. Mit anderen Worten, du bist gesegnet, dass der Himmel wohnt in dir und Gott beginnt die Dunkelheit, was auch immer das ist, aus dem Leben wegzunehmen. Und ich möchte ganz einfach an der Weihnachtsgeschichte erklären, was heißt das, du bist gesegnet? Und du bist ein Segen für andere Menschen. Und was hat es mit dem zu tun, dass Gott mir den Weg zeigt vom Leben? Es beginnt die Geschichte ganz, ganz am Anfang. Und ich lese es euch vor. Da steht nämlich in 1. Moses Kapitel 1, Vers 3 bis 5. Da sprach Gott, Licht soll entstehen. Bumm, da haben wir es. Und sogleich strahlte das Licht auf. Gott sah, dass es gut war und er trennt das Licht von der Dunkelheit. Und ganz am Anfang in der Bibel macht Gott klar, die Erde war wüst und leer. Das ist meine Frage, was ist wüst und leer in deinem Leben? Was ist nicht lebendig? Und Gott hat am Anfang gesagt, ich werde die Dunkelheit, die Niederlagen, die Süchte, die Sünde, was auch immer, ich werde es wegpushen. Und Licht bedeutet, nur wo Licht ist, kann etwas wachsen. Und man hat auch den Durchblick und auch den Überblick. Und im Alten Testament sieht man durch das ganze Volk Gottes. Gott hat ein Volk ausgewählt. Ich habe ihn gefragt, wieso hast du nicht Liechtenstein ausgesucht?
Nein, Gott hat ein kleines, halsstarkes, stures Volk ausgesucht, hätte auch die Schweiz sein können, um uns zu zeigen, wie trotzig wir auch sind, wie eingefahren, stur und verletzlich wir sind, sagt Gott, ich zeige euch Menschen, ich komme dennoch zum Ziel. Aber vom Volk Gottes siehst du die Treue, die Kraft und die Gnade Gottes. Und die haben alle Wunder gesehen und Gott sagt, wenn ihr nachfolgt und die Prinzipien tut, was ich sage, wird das Licht und der Segen und die Gesundheit, wird euer Leben bestimmen. Die Güte und die Gnade des Herrn wird nie von euch weichen. Und eines Tages, wie immer, du kennst uns Menschen, haben Leute gesagt, ja, wir brauchen Gott nicht mehr so. Es kam eine Zeit bei Malachi. Und dieses Licht wurde extrem gedimmt. Der glimmende Docht ist fast ausgelöscht und das geknickte Rohr ist knapp gebrochen. Und 400 Jahre schweigt Gott. Wenn Gott in deinem Leben schweigt, kann es sein, dass Gott sagt, ich habe so oft an der Türe angeklopft. Okay, ich warte, bis du merkst, ich sollte mal die Türe aufmachen. In 3 Bereichen haben das Volk von Gott gesagt, wir lieben dich nicht mehr so, andere Dinge sind spannender. Die Hoffnung ist in unserem Leben zerplatzt und der Glaube, dass es besser wird, ist auch nicht gekommen, wie es kommen musste. Also wenn Gott schweigt, kann es sein, es hat mehr zu tun mit unserem Herzen. Aber Gott sagte nicht einfach, okay, ihr seid sture Böcke, überlasse ich euch eurem Zirkus. Nein, er schickt Jesus Christus, den Sohn Gottes, auf die Welt. Und ich möchte es euch vorlesen, was Jesus sagt, und das war provokativ. In Johannes 12, Vers 46. Ich bin das Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die mich glauben, nicht im Dunkeln bleiben. Und Jesus sagte, vor euren Augen hat sich die Schrift erfüllt. Und die Bibel, liebe Leute, ist ein lebendiges Zeugnis, dass alles, was vorausgesagt worden ist in den Schriftrollen, hat sich mit Jesus Christus erfüllt. Niemand muss bleiben, wie er bleiben will oder bleiben sollte oder bleiben muss. Es gibt Veränderung, es gibt Erlösung, es gibt Vergebung. Wir haben nicht mehr, sind keine Gefangene mehr in der Dunkelheit, sondern der Sohn Gottes uns frei macht, sind wir frei für immer. Jetzt sagst du, ja, das macht Sinn, aber es gibt auch eine Kraft in der unsichtbaren Welt, die haben alles gemacht. Hoffnung ist umkämpft. Eines Tages hängt Jesus an diesem Kreuz. Blinde sehend, Lahme gehend, Taube hören. Wieso hat das Jesus gemacht? Für Jesus war das nicht kein Spektakel. Ganz, ganz einfach. Wo Jesus herkommt, gibt es keinen Tod, keine Krankheit und kein Leiden und keine Ungerechtigkeit. Ich war zum Beispiel in Hawaii, vor vielen Jahren in Hawaii. Ich war noch nie in Hawaii, aber wenn du mir eine Postkarte von Hawaii schickst, sehe ich, in Hawaii gibt es Palmen, es gibt Sand, es gibt Meer und es gibt auch Musik und so Kränze. Jesus ist eine Postkarte vom Himmel. Er sagt, was ich tue, ist normal im Himmel. Es gibt keinen Tod und keine Krankheit und es gibt keine Dunkelheit mehr. Und weil Jesus das preacht und auch auslebt, eines Tages hängt Jesus an diesem Kreuz. Und Dunkelheit beginnt wieder reinzudrücken, wie niemals zuvor. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Gräber öffneten sich und viele Verstorbene, die nach Gottes Willen gelebt hatten, erwachten vom Tod. Die Dunkelheit drückte rein. In dem Moment war die Story over. Die Jünger liefen nach Hause, the show is over. Das Licht, das Hoffnung bringt, weg.
Und alle Voraussagen von Jesus, dass er das lebendige Wort ist, jedes Wort der Schrift hat sich erfüllt, wurde in dem Moment geschlossen. Und Dunkelheit beherrscht alles. Jesus steht nach 3 Tagen von den Toten auf. Er begegnet Menschen. Die ersten Jünger treffen sich im oberen Raum und sie beten für einen Neuanfang. Und auf einmal kommt Feuer vom Himmel. Und Menschen werden angezündet. Hunderte, Tausende von Menschen überall auf der ganzen Welt werden zu einem Zeugnis, dass Gott ist das Licht, ich bin der Himmel. Und plötzlich in Afrika, in Australien, in Amerika, in Alaska, sogar in Wallisellen, egal wo du hingehst, du kannst das Licht der Christen nicht mehr stoppen. Du kannst den Glauben an Jesus verbieten. Du kannst diese Lichter nicht mehr auslöschen, weil wir bringen den Himmel auf diese Erde. Es ist Weihnachten. Und ich möchte dir sagen, du prägst dein Umfeld. Hast du es gewusst? Vielleicht bist du die einzige Person, die an Jesus glaubt und du bist ein Licht in deiner Verwandtschaft. Würde mich dich rausnehmen als Christ. Du betest für deine Verwandtschaft. Du bist lieb für deine Verwandtschaft. Du bist großzügig. Du vergibst. Du bringst den Himmel deine Verwandtschaft. Würde man dich aus deiner Familie, aus deiner Arbeitsstelle rausnehmen, dann wird es extrem dunkel. Das Problem ist, die meisten sagen, Leo, mega cooler Gedanke. Aber wenn ich an mich denke, dass ich der Himmel bin, weit weg von irgendetwas. Ich finde es so cool, liebe Leute, es hat nichts zu tun mit Gefühlen, es hat zu tun mit einer Tatsache, du bringst den Himmel auf die Erde, in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in dein Dorf, weil du bist das Licht in deinem Dorf. Amen. Für die, die es nicht glauben, möchte ich vorlesen, Johannes 8, Vers 12. Da sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der braucht nicht im Dunkeln umher zu irren. Wir irren nicht mehr umher, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Wir sind für die Leute eine Botschaft vom Himmel. Ja, ich weiß, man fühlt sich nicht immer so. Ich möchte euch ganz kurz mitnehmen in mein Gefühl, zum euch erklären, ich habe nicht immer das Gefühl jeden Tag, oh, come on, I'm the heaven. Montagmorgen, diese Woche, nach der Christmas Experience, durften ich und meine Frau noch die letzten 9 Episoden vom Adventsgebet aufnehmen. Noch 9. Und ich habe das Wetter-App angeschaut, es gab nur Regen. Und zwar den ganzen Tag. So, wir mussten in Rapperswil filmen und ich stehe auf und sage zu meiner Frau, Schatz, wo ist die blaue Bibel? Welche? Ich gesagt, ja, die. Mit der habe ich angefangen in Einsiedeln. Wir brauchen die blaue Bibel, weil ich kann sich plötzlich eine rote Bibel haben, das sieht man ja. Ich sage, Schatz, keine Ahnung, wo die ist. Montagmorgen, 8 Uhr. Scheibenkleister. Ich habe sie in den weißen Tiger vergessen. Wart ihr da? Dieser blöde Tiger. Ich sage, Schatz, wir gehen in das ICF-Office, die ist ganz sicher da, wir fahren hin am Montagmorgen 8 Uhr, oder? Das Office, alles leer, alles dunkel. Meine Frau sucht und findet nichts. Kommt, sagt, gibt keine Bibel. Bringt eine rote Bibel, sagt, nein, rot geht gar nicht, rot und blau passt nicht zusammen. Du gehst wieder rein und du findest mir eine blaue Bibel, weil der Tiger. Da kommt meine Frau raus mit so einer fetten blauen Bibel, war nicht meine, habe ich ausgeliehen, kommt nicht mehr zurück. Wir nehmen das, fahren nach Rapperswil und dann beginnt die Geschichte, alles regnet. Wir haben den ganzen Tag improvisieren müssen. Und wenn du mir heute sagst, Leo, du bist das Licht, du bist der Himmel am Montagmorgen, ich sage, ja, ist schon gut. Der Löwe hat meine Bibel geklaut und dann regnet es den ganzen Tag. So waren wir in Rapperswil, wir mussten alles ändern, den ganzen Tag. Change is my best friend. Bei jedem Ort, wo wir gedreht haben, improvisiert haben, haben wir jemanden getroffen, der uns kennt. Dann gingen wir in den Wald, weil wir haben gedacht, im Wald ist es ruhig. Und dann war jemand im Wald, hat den Staub die Laubblätter weggeblättert. Es war so lärmig. Ich habe gedacht, welcher Pflock geht im Wald? Und wir sind da im Wald und plötzlich kommen 2 Frauen mit Hunden.
Dann sagt er, oh Leo, was machst du im Wald? Ich habe gesagt, ja, das ist eine gute Frage. Dann sagt sie, das ist meine Freundin. Die wollte ich einladen in Christmas Experience, sie kam nicht. Und jetzt steht der Pfarrer im Wald vor ihr. Wenn du nicht kommst, ich werde dich im Wald besuchen. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin der Pfarrer, blondierte Haare, aber da kommt meine Frau, das ist noch das bessere Teil. Und wir haben hier ein bisschen gesprochen und am nächsten Ort wieder, egal wo wir hinkamen, haben wir jemanden getroffen, war eine Ermutigung. Weißt du, wie ich gefühlt habe Montagmorgen um 8 Uhr? Ja, der Himmel wohnt in mir. Quack, 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 quack. Scheiß Tiger hat meine Bibel geklaut. Ich muss alles ändern und es regnet den ganzen Tag. Und ich war nass von oben bis unten den ganzen Tag. Und ich möchte dir sagen, oft hast du das Gefühl, ich bete seit 10 Jahren, es bewegt sich gar nichts in meiner Familie. Und jetzt sagt sie mir noch, ich bin der Himmel. Wenn man mich wegnehmen würde, würde das Tragische, nehme ich weg, es würde sich nichts ändern. Ich möchte dir sagen, das Wort, das du verkündet hast, kommt nie leer zurück. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es aufgeht. Und ich möchte dir heute sagen, es hat nichts zu tun mit Gefühlen. Ich war die erste Person in meiner Verwandtschaft, die an Jesus glaubte. Ich war die erste Person, die heimlich unter Bettdecke die Bibel gelesen habe. Und irgendjemand ist die erste Person. Und Jahre später habe ich die Früchte sehen kommen. Und ich möchte sagen, gib nicht auf. Du machst mit deinem Leben, ob du fühlst oder spürst oder was immer, einen gewaltigen Unterschied. Amen. Das Dilemma, dass wir alle drin sind, ich möchte euch eine Grafik zeigen, wir haben ein Dilemma. Ihr kennt dieses Dilemma, ich habe ein Foto mitgebracht, eine Grafik, so, das bist du. Es gibt keinen Menschen ohne Träume, ohne Visionen, ohne Leidenschaft. Wir alle haben die Sehnsucht, etwas mit Gott zu bewegen. Ich kenne keinen Menschen, der sagt, hey, ich möchte aufstehen, ich möchte heute richtig versagen. Ich möchte alles falsch machen, was man falsch machen kann. Ich kenne niemanden, der so denkt. Und auch wenn du so denkst, du denkst nicht so. Sondern man hat einen Traum und eine Vision. Ich habe ein Bild mitgebracht, du hast Visionen, Träume, Leidenschaft. Ist immer höher, als was du jetzt drin lebst, oder? Und nach 5, 6, 7 Jahren sagst du, ja, ich habe einen Traum. Da oben. Und irgendwann gibt man auf und merkt wieder, man ist ja wie alle anderen. Die hatten auch mal geträumt. Die hatten auch mal geträumt von einer Familie und Ehe. Jetzt sind sie verschieden, aber auch geschieden. Und plötzlich bist du da unten angekommen. Und dann entsteht ein Wort, man ist enttäuscht und auch gewaltig frustriert. Und ich begegne mega vielen Menschen, die gläubig sind, die gehen in die Church, die schauen nach Online, Microchurch, was auch immer. Du bist das Licht, du weißt das, aber innerlich bist du extrem enttäuscht und auch frustriert, weil gewisse Dinge nicht so gekommen sind, wie du gedacht hast, sie müssen kommen. Das Problem ist, Gott gibt uns ein Wort, wir sind prophetisch unterwegs, oder wir nehmen dieses Wort und das Wort stimmt auch. Zum Beispiel vor vielen Jahren habe ich das Wort gehört, du bist ein Evangelist. Und ich habe gedacht, wo Evangelist, das kennen nur 2. Der Rainer Bonke, der füllt Stadien mit Millionen, da gehe ich auch hin, mein Name ist Programm. Und dann Billy Graham. Und mein Bild war gewesen, ich bin ein Evangelist, ich werde Stadien füllen, auf der ganzen Welt rumreisen. Das war mein Bild und das war meine Erwartung. Weißt du, was ich meine? Und eines Tages hat Gott zu mir gesagt, übernimm das ICF. Ich habe gesagt, oh, du machst Witze. Das ist das Gegenteil von einem Evangelist. Ich hüte deine Schafe. Ich glaube, es gibt bessere Hirten als ich. Und ich habe 5 Jahre gelebt mit einem Fragezeichen. Das ist nicht das, von dem ich glaube, wo ich hingehöre. Kennst du diese Spannung? Wo dann nach 5 Jahren wir das erste ICF gegründet haben in Basel, dann in München, dann überall die ersten 10 ICF hat Gott zu mir gesagt, Leo, mach mal deine Augen auf. Statt dass du gehst in die Städte und predigst das Evangelium, ist in München der Tobias Teichen und in Karlsruhe die Becks und in Basel sind da dazu mal der Manuel und diese Leute. Statt dass du gehst, werden Leute gehen und du hast eine Multiplikation, du wirst ein Evangelist sein durch Church Planting. Und ich habe 5 Jahre gelebt mit diesem, kennst du das? Enttäuschung, Frust. Es ist nicht das, was Gott gesagt hat. Das Problem ist nicht, was Gott sagt, das stimmt, aber wie ich es interpretiere, das ist ein Riesenproblem. Und viele von uns interpretieren etwas und Gott sagt, du hast richtig gehört, aber wie es du auslegst, wird nicht so kommen.
Und ich möchte das mit meiner Frau zu Ende bringen. Wie kann man den Segen Gottes haben und man drückt die Dunkelheit weg? Weil die Bibel sagt im Psalm, und ich möchte mit dem es erklären, 119, Vers 105, dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Also wenn ich jetzt dir sage, du bist gesegnet, okay. Du drückst die Dunkelheit weg, okay. Aber jetzt ist die Frage, was ist der nächste Schritt? Und was Gott nie macht, er zeigt dir nie die nächsten 5 Jahre. Ach, das macht er einfach nicht. Ich habe ihn gefragt, wieso? Er hat gesagt, nee, mach ich nicht. Weißt du, was Gott macht? Das Wort Gottes beleuchtet den nächsten Schritt. Und das kann ein Wort sein, ein Bibelvers, ein Gedanke, ein Traum, eine Zusage. Du hast eine Zusage seit 5 Jahren und Leute sagen, was ist dein 5-Jahresplan? Und du sagst, hätte ich auch gerne. Aber Gott macht nicht mit. Er hat gesagt, ich habe einen Plan. Fragen Leute, was? Ein Wort. Gib nicht auf. Gut, sind 3. Wie schön. Gottes Licht leuchtet in deine und in meine Beziehungen. Ich weiß nicht, ob du die Christmas Experience gesehen hast, aber letztes Wochenende ist mir die Geschichte von Josef nochmal so richtig nahe gekommen. Und zwar habe ich realisiert, der ist ja eigentlich ein Mensch wie du und ich und er hat Enttäuschungen erlebt mit seiner Maria, weil er gehört hat, sie ist schwanger. Also da taucht ein Problem auf, ein natürliches Problem und er antwortet darauf auch wie ein natürlicher Josef. Er will seine Verlobte verlassen. Und ich habe noch nie so realisiert, dass der Josef ja so ein natürlicher Mensch mit natürlichen Problemen war, wie du und ich es sind. Und weil ich das so realisiert habe, wie natürlich eigentlich der Josef ist mir so eingefahren, wie übernatürlich das Gottes Licht in seine Situation hineingeleuchtet hat. Weil er wollte menschlich auf diese Beziehungsprobleme reagieren, bis ihm der Engel erschienen ist. Und wir lesen in Matthäus 1, Vers 20, lesen wir, als er noch vorhatte, seine Maria zu verlassen, da erschien ihm im Traum ein Engel. Gottes Wort hat ihm geleuchtet und indem, dass das Wort Gottes bei ihm geleuchtet hat, hat er eine neue Sichtweise von seinen Umständen bekommen. Und ich habe gedacht, wenn also Josef so ein Mensch ist wie du und ich und er so ein Wort von Gott, so ein Licht bekommen hat in diese Situation hinein, wie würden unsere Umstände aussehen, wenn wir genauso ein Wort von Gott als Licht in unsere Beziehungssituation hineinbekommen? Ich weiß nicht, wo du in einer Herausforderung stehst in deinen Beziehungen, vielleicht am Arbeitsplatz, vielleicht mit deinen Kindern, vielleicht ebenso in deiner Ehe mit deinem Partner. Was würde sich ändern, wenn du genauso wie Josef so ein erleuchtetes Wort von Gott bekommen würdest? Und die Situation würde sich ändern. Und weißt du, das Spannende ist, das Licht von Gott leuchtet in unserem Leben durch die Bibel hindurch und es ist meistens genau das Gegenteil von dem, was die Welt uns sagt. Die Welt sagt zum Beispiel, hilf dir selbst, dann hilft dir vielleicht Gott. Aber die Bibel sagt, wer der Größte sein will, der soll allen anderen dienen. Die Welt sagt, wie du mir, so ich dir. Aber die Bibel sagt, das Licht von Gott leuchtet in unserem Leben und sagt, hey, liebet eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Und ich habe erlebt, ganz persönlich, was für einen Unterschied das es macht, wenn das Licht von Gott in unserem Leben leuchtet. So mit einem Satz. Also Lea und ich waren ja die letzten Wochen unterwegs und als wir zum 3. Mal umgezogen sind sozusagen und dann im Mittleren Osten angekommen sind, sind wir spazieren gegangen und ich fand es extrem schwierig, neue Atmosphäre, neuer Ort, ich kenne nichts,
weißt du, man spürt einfach, man ist da nicht zu Hause. Und das ist ein Gefühl, das habe ich nicht so gerne. Und ich war müde, der Flug war viel länger, als ich mir vorgestellt hatte. Und wir sind da laufen gegangen und Leo neben mir, der ist aufgeblüht wie eine Blume. Und schau mal die Gebäude und schau mal die Lichter. Und ich habe nur gesehen, dass der Park, wo wir durchgehen wollten, abgesperrt ist. Wir mussten an der lauten Autostraße gehen und. Also auf Deutsch gesagt, ich war schlecht gelaunt. Und dann nebendran noch so ein Mann, der da so aufblüht. Und ich habe gedacht, Mann, wieso kann ich nicht auch so aufblühen wie er? Und dann kam das Licht von Gott wie eine Erleuchtung. Und ich hatte das Gefühl, dass Jesus mir sagt, stell dir mal vor, wenn dein Mann jetzt neben dir auch so schlecht gelaunt wäre wie du. Und dann habe ich gedacht, oh du meine Güte, das wäre eine glatte Katastrophe. Und dann konnte ich so dankbar werden in meinem Herzen, dass wenigstens eine von zwei eine gute Laune hat. Und ehrlich gesagt, so ein Licht von Gott brauchen wir in unserem Leben. Egal in welcher Beziehungssituation dass du drin bist, das gibt dir eine neue Sicht und das steht jedem von uns zur Verfügung. Wenn wir ihm fragen, Gott im Himmel, ich brauche ein Wort, zeig mir den nächsten Schritt. Das ist Gottes Licht in unseren Beziehungen. Gottes Licht ist auch verfügbar auf unserem Lebensweg. Ich habe gestaunt, als ich in der Apostelgeschichte gelesen habe, im 1. Kapitel, dass die Jünger, nachdem Jesus ja gestorben war, auferstanden, haben sie gedacht, jetzt kommt der Retter und jetzt wird wahr, was im Jesaja prophezeit ist. Kommt es jetzt, haben sie Jesus gefragt, kommt es jetzt, dass du den Königsthron wieder einnimmst? Kommt es jetzt, dass du Israel wieder zusammenführst? Kommt es jetzt, dass da wieder ein König regiert und die Herrschaft übernimmt? Kommt das jetzt, Jesus? Und ich weiß nicht, was für eine Frage das dir auf dem Herzen brennt oder auf der Zunge. Die Jünger haben die Frage gestellt und Jesus hat die Frage nicht beantwortet. Er hat gesagt, wisst ihr, das weiß allein Gott. Aber er hat ihnen eine Zusage gegeben. Er hat gesagt, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und das ist alles, was ihr jetzt wissen müsst. Nicht das ganze Bild, das ganze Verständnis, das haben wir jetzt bekommen, weil wir schon viel weiter sind in der Geschichte. Sie haben genau gewusst, sie werden die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und sie werden seine Zeugen sein. Und damit ja eigentlich genau das Reich aufbauen, wo sie gefragt haben, kommt das jetzt? Manchmal ist es ein Wort, das du bekommst. Das Licht Gottes, das in deinen Umständen leuchtet. Und es ist genug. Wir müssen nicht immer die ganzen Fragen beantwortet haben, aber dieses eine Licht, das aus seinem Wort kommt, ist genug. Vielen Dank. Applaus, vielen Dank. So, ich möchte das nochmal zusammenfassen. Das Licht Gottes hat in uns angefangen. Wir sind das Licht in dieser Welt. Egal wo du wohnst, das sind die Lichter auf dieser Bühne. Auf der ganzen Welt bringen wir den Himmel auf diese Welt. Das ist mal eine Zusage. Wir sind gesegnet. Aber ein Segen zu sein für andere Menschen bedeutet, Gott gibt oft nur ein Wort. Und es leuchtet nur einen Meter weit. Und das bedeutet, wir werden immer abhängig bleiben und sein, Gott nachzufolgen. Ich möchte ganz kurz eine kleine Sache euch sagen aus dem Nähkästchen. Ich habe ja seit es mich gibt, ich bin wie der Mond. Wenn er zunimmt, nehme ich auch zu. Wenn er abnimmt, dann soll er doch. Nein, seit Jahren ist Ernährung in meinem Leben ein krasses Thema. Ich sage mal, das ist nur ein Thema. Also ja. Und ich hatte vor ein paar Monaten ein Wort bekommen und jetzt denkst du, wenn du Ernährungsberaterin bist, denkst du, okay, ich soll am Sonntag kein Kaffee mehr trinken und kein Brot mehr essen. Und ich habe gedacht, ja, wird man dann so schlank? Und dann habe ich das gemacht. Am ersten Sonntag habe ich gemerkt, ich trinke an einem Sonntag Backstage etwa 7 bis 8 Kaffees. Also ich bin hypernervös, weil ich habe einen Over-Koffeinschub.
Und ich esse ungefähr 7 bis 8 Stücke Brot, weil dieses Brot da hinten ist genau mein Geschmack. Seit jeden Sonntag trinke ich Pfefferminztee. Aha. Der macht mega ruhig. Muss immer aufs Klo. Immer. Der treibt wie verrückt. Und ich esse kein Brot mehr. Und das hört sich jetzt mega einfach an. Das heißt, von 7 Tagen ist einen Tag, habe ich schon keine Kohlenhydrate. Ja, was isst man dann? Und ich habe gemerkt, ich esse zu wenig Proteine. Und manchmal ist ein Wort von Gott mag eine Lachnummer sein. Leute sagen, also, willst du so abnehmen? Es beginnt mit einer Sache. Wenn du das mal durchziehst, wirst du merken, das eine gibt das nächste. Und so beginnst du mit Gott in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Gesundheit, mit deinen Finanzen, was auch immer, gewaltige Fortschritte zu machen. Du wirst ein Segen werden, auch für andere Menschen. Und ich möchte heute nach diesem Song beten. Was ist das eine Wort, das Gott dir gibt? Ein Wort. Und du wirst mit diesem Wort nach Hause gehen heute. Und du wirst es bewahren wie Maria. Und zur gefestsetzten Zeit wird es aufgehen. Du wirst merken, Gott steht zu seinen Zusagen und Gott ist auch treu. Zuerst einen Song und dann werden wir zusammen beten. Seid ihr ready? Light of the world, treasure of heaven, brilliant like the stars in the wintry sky. Joy of the Father, read through the darkness, shine across the earth, send the shadows to fly. Light of the world, from the beginning, the tragedies of time were no match for your love. From great heights of glory, you saw my story, and God, you entered in and became one of us.
fire in his eyes. He will ransom his own. The clouds he will lead us straight into glory, and there he shall reign forevermore. Oh, forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah for the things he has done. Come and adore him, bow down before him. Sing hallelujah to the light of the world. You're the light of the world. You're the light of the world. Come on. So, das Wort Gottes ist ein Licht auf unserem nächsten Schritt und ich möchte heute beten, dass Gott dir eine Sache zeigt, was dein nächster Schritt sein kann. Und ich möchte dich einladen, deine Augen zu schließen, live und online. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass wir zu dir kommen können, wie wir sind, mit all unseren Fähigkeiten, mit all unseren Talenten, aber auch mit all den Momenten, wo wir vielleicht ein bisschen strugglen und auch Mühe haben. Nichts ist dir verborgen, du siehst alles von meinem Leben, es liegt alles wie offen da bei dir. Und ich habe Fragen über meine Zukunft und ich habe auch Visionen und Träume und Ziele und Pläne und auch Zusage von dir bekommen, aber ich möchte dich jetzt einfach bitten, in aller Demut, in aller Bescheidenheit, Vater im Himmel, zeig mir den nächsten Schritt. Und ich möchte dich einladen, für ein paar Augenblicke einfach ruhig zu sein, weil ich glaube, Gott spricht dann, wenn wir ruhig sind. Es kann ein Gedanke sein, es kann ein Gefühl sein, es kann etwas sein, wo du dich daran erinnerst, was Gott schon mal gesagt hat. Aber es ist eine Sache, es kann auch banal sein. Und Gott wird jetzt zu dir sprechen. Und als Maria das eine Wort hörte, du wirst den Sohn Gottes auf die Welt bringen, sagt die Bibel, Maria behielt das Wort in ihrem Herzen. Sie hat das aktiv bewahrt, beschützt, auch verschlossen. Nicht einfach weggeworfen, simpel, sondern sie hat das aktiv bewahrt. Und ich möchte jetzt über dem beten, was der Geist Gottes zu dir gesprochen hat. Ich segne jetzt dieses Wort im Namen des Vaters, der allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Gott im Himmel. Ich segne dein Leben auch in der Liebe von diesem Sohn von Jesus Christus, der an meiner Stelle am Kreuz starb. Ich segne auch dich in der Kraft des Heiligen Geistes, dass du weißt, du bist nicht alleine mit deiner Kraft in der Sache unterwegs. Auch da, wo du gerne den nächsten Schritt noch weiter sehen würdest, genügt dieses eine Wort, trägt dich das eine Wort und wird dich auch dahin bringen, wo Gott dich bestimmt, gesetzt und auch berufen hat. Weil nichts wird das, was Gott vorhat, geplant hatte und geplant hat, nichts wird das stoppen können, weil Gott öffnet Türen. Und Gott verschließt Türen. Und Gott verbindet dich mit den richtigen Menschen, die dir helfen für den nächsten Schritt. Es ist immer der Gott, der leitet, begleitet, beschützt und auch bewahrt. Und wir sagen zusammen Amen. Das Wort Amen heißt nicht einfach, wir müssen zum Punkt kommen. Das Wort Amen heißt, so sei es. Und ich möchte dich bitten, immer wenn du Amen sagst, dann sag das Amen mit Glauben.
Es ist ein Statement, Gott, dass ich dich gefragt habe. Ich meine es ist mir ernst und es wird sich erfüllen. Amen. 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 Darum Amen. Amen. Schönes Amen. Amen. Ich hoffe, dass die Predigt zu dir gesprochen hat und du mega viel mitnehmen kannst für deinen Alltag, damit wir am Herzen von Jesus jeden Tag einfach so nahe sind und mega viele coole Dinge mit Jesus erleben werden. Wir möchten gerne mit dir in Kontakt treten und sagst, hey, ich habe Fragen, ich habe Anliegen, ich möchte mich gerne bei euch irgendwo integrieren, dann melde dich einfach bei uns, weil ich glaube, effektiv im Leben mit Jesus ist es so cool, gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, unsere Leidenschaft ist es, dass wir Menschen positiv aufblühen sehen durch die Kraft von Jesus Christus und sehen, wie sie auch ihr Umfeld verändern. Und wir laden dich von Herzen ein, Teil von dieser Vision zu sein. Wir haben Hunderte von Mitarbeitern, Menschen, die unsere Kirche unterstützen mit Gaben, Fähigkeiten und auch mit unseren Finanzen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, wenn du ein Teil von dieser Vision bist, auch mit deinen Finanzen. Ja, abonniere doch unseren Kanal, damit du immer den neuesten Content bekommst und informiert bist, was Gott alles macht durch unsere Church. Und es würde uns mega, mega freuen. Also bis zum nächsten Mal. God bless you und ciao zusammen.